Ich möchte heute anfangen mit einem ganz einfachen Gedanken, als ich zum Glauben kam bei Jesus, ist es für mich so ein krasser Moment gewesen, wenn Jesus dir deine Sünden vergibt. Kennst du das Gefühl? Wenn er deine Sünden vergibt, all deine Fehler, merkst du plötzlich, du hast den besten Freund, den es jemals gibt. Jesus wird zu deinem besten Freund. Ein Freund, der dich nie verlässt, ein Freund, der immer zu dir steht, ein Freund, der dich unterstützt, ein Freund, der ehrlich ist, in guten Zeiten wie in schwierigen Zeiten. Und Jesus hat gesagt, ich werde dich nie mehr verlassen als dein bester Freund. Wer ist froh, dass Jesus dein Freund ist? Hand hoch. Ja. Aber, du hast ja festgestellt, an dem Tag, wo Jesus dein bester Freund ist, plötzlich hast du Finden. Plötzlich hast du Anfechtungen, die du vorher nicht kannst in deinem Leben. Plötzlich hast du so Menschen, die sich den Rücken zu dir gegenwenden, weil du gläubig geworden bist. Menschen sagen, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, du bist gläubig geworden. Du hast ihnen den Hund nicht geklaut, du hast keine Bombe geworfen, du hast das Velo nicht gestohlen. Plötzlich, nur weil du gläubig geworden bist, plötzlich werden Menschen sich von dir abwenden. Und das tut unglaublich weh. Ich möchte euch fragen, wer hat das erlebt, dass Freunde sich von dir abwenden, weil du gläubig bist? Hand hoch. Und es ist mega schmerzhaft, dass Menschen plötzlich sich von dir abwenden, weil du gläubig geworden bist. Gott schreibt einen Brief an die Kirche von Smyrna. Und während Gott das diktiert, und er diktiert jeden Satz, ich möchte dich ganz kurz bitten, aufmerksam, Gott hat an die Kirche nicht eine Kritik. Und achte mal, wieso kritisiert Gott die Kirche nicht? Also wenn Gott mich das Leben anschauen würde, sagen Leo, super geil, aber 8 Punkte sind kacke. In Smyrna hat Gott nicht ein negatives Feedback. Und das ist das, was Gott der Kirche zitiert in Smyrna. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor dem Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Also Gott lässt das zitieren, den Brief an Smyrna, und hat nicht ein einziges negatives Feedback. Und du kannst eigentlich die 7 Sendschreiben anschauen als 7 Gemeinden, die Gott geschrieben hat, aber man sagt, das sind noch 7 verschiedene Persönlichkeiten. Und nimm die Sendschreiben als einen Spiegel, was will Gott ganz konkret zu dir sagen. Wo ist Smyrna? Ich habe ein Bild mitgebracht von der Mappe. Smyrna ist oberhalb von Ephesus, und wenn du die Mappe umkehrst, unterhalb von Ephesus, wo auch immer du die Mappe hast. Und ich werde anfangen, ich werde heute Vers für Vers aus dem Text herauslesen. Ich werde keinen Vers hinzufügen. Und ich werde keinen Vers weglassen. Ich möchte heute das Wort Gottes preachen, 1 zu 1. Und ich werde oft einen Bibeltext nehmen, in 3 Teile auseinandergliedern, weil es gibt so viele Nuggets drin, wo Gott der Kirche, aber auch dir und mir möchte sagen. Offenbarung 2, Vers 8a. Merkst du, das ist unterteilt, an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Und das Wort Smyrna heisst übersetzt Mühre. Dort ist auch Medizin erfunden worden, aber auch Bitterkeit. Du merkst, es hat eine doppelte Bedeutung, wenn Gott zu der Geist, zu der Kirche von Smyrna redet. Wir müssen ganz kurz eintauchen in den Background. Wenn wir die Situation von der Stadt nicht verstehen, wirst du praktisch nichts von dem Text verstehen und denkst, nichts für mich, ich gehe lieber an die Kirche von Appenzell. So, Smyrna war eine kleine Hafenstadt, 25'000 Einwohner, mega kleinherzig am Meer. Die Sonne hat immer geschonen. Halleluja, praise the Lord. Wir sagen, Smyrna ist eine der schönsten und modernsten Städte dazumal. Und es gibt einen Grund, weil Smyrna ist kaputt gewesen und die Römer haben gesagt, wir bauen die Stadt auf und machen eine kleines, wunderbar schnuckelige Stadt daraus. In Smyrna hat es auch Medizin gegeben und Wissenschaft ist eigentlich von der besten Städte von dazumal. Und es überleist als Schweizer Krankenkassenprämie geht jedes drauf 8-7%, oder? Du sagst, wie kann Smyrna das finanzieren? Das Medizin ist top. Ganz, ganz einfach. Die Römer haben gesagt, Smyrna werden die beste Medizin und wir zahlen euch Geld dafür, aber
Es gibt einen Grund, ihr müsst unseren Kaiser anbeten. Nächstes in Smyrna gibt es Götzentempel und Statuen, das ist nichts Spezielles, gibt es jedem Dings. Und jetzt kommt ein krasser Punkt, wo du musst merken in Smyrna. In Smyrna haben alle Einwohner jedes Jahr ihre Knie müssen beugen vor dem Kaiser. Und du musst sagen, der Kaiser ist der Herr. Du musst sagen, es gibt keinen anderen Namen als der Name vom Cäsar, wo ich errettet werde. Und wenn du gläubig bist, hast du ein Problem gehabt, wie kann ich meine Knie beugen von einem Cäsar? Er ist nicht Gott, sondern Gott im Himmel. Und jetzt gibt es ein Detail, das ganz perfid ist. In Smyrna hat es eine akribische Liste gegeben. Wenn du nicht gekommen bist, hat man deinen Namen nicht eingetragen, man gewusst, oh, der Paul oder der Heidi, der fehlt. Und wenn du nicht auf der Liste warst, hast du nicht ein kleines Problem gehabt. Du hast gewusst, ich habe so ein krasses Problem. Und ich weiss nicht, ob ich morgen noch mal lebe. Das war kein Small Dings, ein Big Deal. Das nächste in Smyrna hat es Gilden gegeben, so Gewerkschaften. Und die haben alles kontrolliert. Also ohne die Gewerkschaften hast du kein Business machen können. Du hast kein T-Shirt verkaufen, was auch immer. Das ist der Background von Smyrna. Und jetzt gehe ich mit euch in den Text in der Bibel Vers für Vers erklären, was bedeutet das und was sagt Gott zu ihnen und was will Gott heute Abend zu uns sagen mit einem Video und auch einer Story von einer jungen Person aus unserer Sunday Night Community. Offenbarung 2, Vers 8. An einen Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebendig wurde. Der Erste und Letzte, sagt Gott, habe ich nicht euch geformt im Leib von deiner Mutter? Ich habe dich geformt, sagt Gott. Ich habe dich geformt, ich bin der Erste gewesen, sagt Gott. Der Erste. Und wenn du stirbst, werde ich machen, dass dein Herz aufhört und Gott sagt, ich habe dich geschaffen und dein Herz hört auf. Und zwischen denen bin ich treu und zuverlässig in deinem Leben. Du bist tot gewesen, du wirst wieder lebendig werden. Und Gott sagt zu ihnen, Smyrna ist eines Tages zerstört gewesen. Und Gott hat eine Spezialität. Und lass mir zu. Wie abgefuckt und abgehackt unser Leben auch immer ist, was auch immer tot in unserem Leben ist, Gott sagt, wie man die Stadt Smyrna aufgebaut hat. Wunderschön, klein, schnuggelig, schön. Genau gleich kann ich dein Leben nehmen und ich werde es verwandeln in etwas Wunderschönes. Amen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Mann getroffen und der hat mich gefahren. Und der Mann war so lieb, freundlich gewesen, hilfsbereit. Und ich habe zu ihm gesagt, du bist so eine coole Socke. Du bist einfach sympathisch, oder? Gibt's ja nicht jeden Tag, oder? Und er sagt zu mir, da, was du heute siehst, ist die erlöste Version von Jesus vor mir. Hättest du mich kennengelernt vor 20 Jahren, ist mein Leben abgefuckt gewesen. Ich habe Drogen genommen, Drogen verkauft, ich habe meine Frau betrogen, ich habe meine Familie verloren, in eine andere Stadt, ich bin ins Gefängnis gekommen und ich bin zum Glauben gekommen. Und heute, was du siehst, ist, ich bin die erlöste Version von Jesus. Und ich schaue heute Abend euch an, durch Online-Club und alle, du bist heute Abend die beste, erlöste Version von Jesus, die es jemals gegeben hat. Amen. Schau dich an. Deine story is not the same anymore. Vers 9a. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Warum hat Gott der Kirche an Smyrna nichts zum Kritisieren? Ganz einfach. Wenn du nicht deine Knie gebeugt hast vor dem Cäsar, ist dein Name nicht eingetragen gewesen. Ich habe nicht von Corona geimpft oder nicht geimpft. Und wenn du deine Knie nicht gebeugt hast, bist du in Smyrna verfolgt worden. Das bedeutet, es hat keine lauwarme Christen gegeben. Entweder du hast eine Offenbarung, Jesus genügt, und wenn nicht, hast du den Glauben an Jesus abgesagt. Hast du gewusst, während Corona sagt man, 30% der Leute haben die Kirche verloren. Weißt du wieso? Weil wenn es Herd auf Herd kommt, zeigt sich das, bist du wirklich eine Offenbarung von Jesus oder folgst ihm nach, weil es ist auch noch cool in die Kirche zu gehen, weil cooles Hangout und Überout und Unterout und Ping-Pong und das. Das ist in Smyrna nicht der Punkt gewesen. Sie haben den Ping-Pong-Tisch auch aufgestellt, aber deswegen bist du nicht gekommen. Ich habe 2 Cola-Flaschen mitgebracht, oder nein, besser gesagt, so 2 so Flaschen. He? Ich darf jetzt nicht sagen, was das ist. Über Sprite. Rot ist immer die Farbe von Sprite. So.
Das sind Christen. Siehst du, das sind Christen. Von außen siehst du keinen Unterschied, wenn du gläubig bist. Stimmt, es gibt keine christliche Haar, christliche Beine, christliche Arme. Du bist einfach von außen siehst keinen Unterschied. Wie weißt du, ob jemand lauwarm ist und jemand erweckt ist von Jesus? Wie erkennst du das? Es ist der Inhalt. Aber den Inhalt siehst du nicht, wenn die Sonne scheint, ist es für alle kein Problem. Den Inhalt siehst du dann, wenn Druck in dein Leben kommt, und Druck wird in dein Leben kommen, wenn dein Leben gedruckt wird, es kommt voll Druck, und du bist nicht gefüllt von Gott, wird es dich zusammenlegen. In Smyrna sagt Gott, ihr werdet verfolgt werden. Und weißt du, was passiert in Smyrna? Ihr Name war nicht eingetragen, aber sie haben mit vollem Druck den Glauben in standhaft gewesen. Darf ich dich aber fragen? Welches bist du? Kaum kommt Druck, Gender-Topic, so schwierig, oh mein Gott, Du meinst das? Oder du meinst das? Und Gott sagt in Smyrna, das gibt's nicht, weil entweder bist du gläubig aus Überzeugung und nicht gläubig, wenn ich glaube, gibt Gott mir eine Freundin, wenn ich glaube, habe ich ein schönes Kind, wenn ich glaube, habe ich einen neuen Tesla. Nichts von dem hat Smyrna erlebt. Ich möchte wieder in den Text hinein, in Vers 9b. Ich habe den Vers unterteilt. Ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du unglaublich reich. In Smyrna ist das Problem gewesen, weil du gläubig bist, hat die Gewerkschaft mit dir kein Business gemacht. Es hat niemand deine T-Shirt gekauft. Es hat niemand deine TikTok geliked. Mit anderen Worten, in Smyrna, wenn du gläubig bist, hast du vom Job her, bist du Game Over gewesen. Und in Smyrna bist du Christ gewesen, gleich arm. Wenn du ein Wohlstandsevangelium glaubst, du musst nur glauben und nicht sündigen, dann bist du reich, gesund und erfolgreich, wärst du in Smyrna von den Christen erschossen worden. Weißt du so? Weil Glauben bedeutet manchmal, dass Jesus genügt. Und Jesus sagt, auch wenn die Welt dich wird hassen, die Welt dich nicht sexy findet, der Reichtum, den du trägst in dir von Hoffnung, von Liebe, von Frieden, kann dir niemand wegnehmen von dieser Welt. Niemand. 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 Vers 19. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Und jetzt kommt ein mega krasser Vers. Und das ist mega tief. Es hat nur eine Gruppe gegeben in Smyrna, die nicht ihre Knie müssen beugen vor dem Kaiser, und das sind die Juden gewesen. Es hat in Smyrna eine grosse Synagoge gegeben für die Juden. Die Juden glauben an Gott, aber nicht, dass Jesus ist der Messias. Und Folgendes passiert in Smyrna. Juden können zum Glauben an Jesus gehen in die Synagoge und sagen, hey Jungs, Jesus ist bald der Messias, Jeschua, auf den wir gewartet. Er ist wirklich der real deal. Und die Juden haben gesagt, nein, Jesus ist nicht der Messias, er ist nicht der, den wir warten, kannst du es vergessen. Und jetzt sind die Juden gegangen zu den Römern und gesagt, hey, er ist zwar ein Jude gewesen, hat sich nicht müssen beugen, aber er ist gläubig geworden. Und ich möchte dir eins sagen, er gehört im Fall nicht mehr zu uns. Und dann hast du den speziellen Status verloren. Und die Juden haben die Christen verraten vor den Römern. Und Gott sagt, ihr seid die Hilfe vom Teufel. Wer kennt das, dass Menschen dich verraten? Nur weil du eine andere Sicht hast? Das ist absolut perfid. Vers 10a. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, fürchte dich nicht vor dem, was noch vor dir bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden. Und jetzt gibt es das riesige Problem, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt. Wenn Gott sagt, ich werde dich segnen, du kommst eine Frau oder was auch immer über, dann denkst du, das ist gerade morgen. Was bedeutet die 10 Tage? Christen müssen nicht gewusst, dass die 10 Tage bedeuten, es werden 10 Kaiser kommen, eine schlimmer als der andere. Und nach dem 10. Kaiser wird es aufhören. Ich gehe mit euch in die Kirchengeschichte rein, nur ganz kurz, zum zu merken, die Bibel redet so konkret in Situationen rein. Im Jahr 169 nach Christus hat es in Smyrna
eine krasse Hetzejagd gegeben auf alle Christen, die in Smyrna gewohnt haben, der erste Kaiser. 202 nach Christus, der Kaiser Severius, hat gesagt, jeder, der sich bekehrt, gibt es ab jetzt eine Todesstrafe. Kommt nicht in die Tüte. 250 nach Christus hat der Kaiser Decius entschieden, ich werde systematisch Christen verfolgen, und zwar nicht in Smyrna, im ganzen römischen Reich. Im Jahr 258 nach Christus hat der Kaiser Valerian entschieden, es gibt alle Kirchen, Celebrations sind verboten. Wir werden Bischöfe anfangen verhaften. 303 nach Christus, wir reden immer von diesen 10 Tagen, wo Gott sagt, hat der Kaiser Diokletian ein Edikt erlassen. Und das musst du mal ganz kurz lesen, was er gesagt hat, über das ganze römische Reich. Es ist verboten von allen Gottesdiensten. Gibt es nicht mehr. Wir werden Kirchen eigenhändig zerstören und verbrennen. Wir werden alle Schriften vom Alten Testament, von Paulus, alles verbrennen. Wird alles verbrennt. Wir werden alle Beamten, die Christen sind, können ins Gefängnis. Kein Christ kann jemals mehr ein grosses Amt haben. Wir werden Bischöfe foltern und ins Gefängnis bringen. Und ab jetzt gibt es für jeden, der sich das Knie nicht beugt vor dem Kaiser, werden wir umbringen für immer. Ich merke heute Abend, es ist mega ruhig. Und ich habe in der Bibel teacht, was du willst. Und oft wenn wir das lesen, was wir lesen wollen. Und das, was wir nicht lesen wollen, lesen wir nicht. Und Gott sagt, 10 Tage wirst du leiden müssen. Und ich möchte dich fragen, wenn du in Smyrna würdest wohnen, warum bist du gläubig? Was ist der Kicker? Was ist der Benefit? Und wie oft höre ich, und ich sage das ganz ein bisschen emotional, wie kann ich an Gott glauben, der Leiden zulässt? Und Smyrna würde sagen, mach deine blinden Augen auf. Das Leiden der Welt ist ein Symbol, dass Sünde und Grausamkeit und der Egoismus als Menschen so krass sind. Smyrna schreit in den Himmel. Die Hölle ist laut. Die Hölle ist gemein. Aber Gott ist noch immer stärker als alles andere. Ich möchte dich heute Abend fragen, ganz ehrlich. Wieso bist du gläubig? Und wenn du nicht eine Offenbarung hast, ich bin gläubig, weil ich in den Himmel will kommen, wird es nicht funktionieren. Und ich sage jetzt hier, warum. Wenn du an Wohlstandsevangelium glaubst, du wirst gesund, du wirst reich, du wirst erfolgreich, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, funktioniert so lange, weil du viele Sachen von der Bibel einfach nicht lesest. Und glaubst du an Armut, der Christen geht es allen schlecht, Christen sind nicht glücklich, können nicht Party machen, das funktioniert auch solange du die Wohlstandsbibeltexte auch nicht lesest. Die Bibel, liebe Leute, ist ein Spannungsfeld. Und hör auf, das Spannungsfeld lösen. Du kannst es nicht lösen und du musst es nicht lösen und du darfst es nicht lösen. Wieso geht es der Kirche in Smyrna so dreckig und in Ephesus so glorreich? Was ist die Antwort? Ich weiss es nicht. Gott ist Gott und Gott hat einen Plan. Nach dem 10. Kaiser, nach dem 10. Tag, ich möchte es euch weiterlesen, kommt der Kaiser Galerius und macht in 311 eine krasse Aussage in Nikodemien. Er sagt, liebe Jungs, liebe Römer, liebe Bürger, wir können die Christen umbringen, wie wir wollen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert. Je mehr wir sie umbringen, desto größer und radikaler und die Wunder von Gott werden immer größer. Jungs, es bringt nichts. Lass uns mit dem aufhören. Und das ist ein Statement. Das ist ein Statement. 313 macht der Kaiser Konstantin in Mailand der Vereinbarung gesagt, ab jetzt gibt es freie Religionswahl für alle römischen Bürger. 10 Tage lang müssen wir leiden. Nach dem 10. Kaiser hat es aufgehört. Hast du gewusst, in Offenbarung 2, Vers 10, weißt du, was sagt Gott zu ihnen? Jetzt musst du hören. Das ist krass. Gott sagt zu den Kirchen in Smyrna, arm, kein Job, ausgrenzt, werden verfolgt. Alles, was Gott ihnen sagt, und bitte sucht ihr das ihnen. Gott sagt, bleib mir treu. Auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir den Siegespreis des ewigen Lebens geben. Gott sagt, eins verspreche ich dir. Der Himmel, die Ewigkeit,
ist der grösste Preis, den ich dir gebe. Vergiss die 80, 90 Jahre. Vielleicht geht es dir gut in Mucella oben. Vielleicht geht es dir gut in Wallisellen. I don't know. Ich möchte auch gutes Leben. Aber die Bibel sagt, das Leben am Ende mit Gott ist so krass. Und Gott sagt aber zu einigen von uns, bleib treu. Bleib treu. Auch wenn deine Gespöne dich auslachen. Bleib treu, auch wenn deine Eltern gegen dich sind. Bleib treu, wenn du die einzige Person in der Schule bist, die andere Moral hat über Sexualität. Der Polycarp, und ich möchte noch beenden mit ein paar Statements. Der Polycarp, der Bischof von Smyrna, um die Bibelstelle zu enden. Ihn hat man gefangen genommen, man hat ihn verbrennt. Und während er brennt, ist er nicht gestorben. Er ist auch nicht gestorben. Dann hat man ihn erstechen müssen. Und der Polycarp macht das Zitat, und das Zitat ist krass. 86 Jahre habe ich Christus gedient. Er hat mich nie im Stich gelassen. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich gerettet hat? Das sind eigentlich fast die letzten Worte von Polycarp. Hast du gewusst, wo der Polycarp stirbt als Märtyrer, ist eine Erweckung ausgebrochen in Smyrna. Und ich möchte eine einfache Frage stellen, aber eigentlich habe ich die Antwort dazu. Die Leute fragen mich oft, Leo, wieso passieren nicht mehr Zeichen und Wunder bei uns? Wieso werden die Blinden nicht sehend und die Lahmen gehen und die Toten stehen auf? Wieso erleben nicht die Wunder von der Apostelgeschichte? Und meine Antwort ist ganz, ganz einfach. Der Segen hat auch eine Last. Und wenn du das willst erleben, dann musst du auch mit erleben, wie der Paulus mit ihn gesteinigt in der Apostelgeschichte. Man hat die Leute ins Gefängnis geschickt, man hat sie umgebracht. Und das eine geht leider nicht ohne das andere. Hast du gewusst, dass in Europa und in Amerika, wir sind die einzigen 2 Kontinente, wo das Christentum geht durchab. In Indien, in Pakistan, in China, Südamerika explodiert das Christentum. Überall dort, wo Menschen verfolgt werden und Leute sagen, weisst du was, ich bin nicht die Dose, sondern ich stand für Jesus, weil Jesus funktioniert, weil ich habe den Preis im Himmel, die wunderbare Krone. Ich möchte das Zitat lesen. Und das ist auch ein Zitat, ich finde es nicht sexy, by the way. Tertullian hat gesagt, dem Kirchenvater, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und ich sage dir jetzt eins, wieso eins jetzt so stark ist. Viele Frauen und Männer haben ihre Tränen hier verloren, haben ihre Finanzen angelegt. Wir sind nicht die einzige Kirche, by the way. Aber eine Kirche ist aufgebaut auf Opfer von Frauen und Männern, die nie werden sagen, weisst du was? Sondern du gibst, weil du glaubst, dass die Botschaft ist die beste Botschaft. Lukas 12, Vers 5, hat einen anderen Bibeltext gefunden, um das zu ergänzen, ein bisschen positive. Sorry. Ich muss selber für mich lachen, damit Ich will euch sagen, wenn ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Ich zeige noch ganz kurz ein Zitat, dann können wir ein Video und eine Story. Hast du gewusst, dass 320 Millionen Christen, deine Brüder und Schwestern, auf der Welt wegen dem Glauben leiden? Es gibt eine Statistik, jeder 7. Christ wird auf der Welt verfolgt, jeder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1 von 5 Christen in Afrika werden verfolgt. Und in Asien ist es von 5, 2. Appenzell und Mittelland ist nicht drauf. Und du wunderst dich, wieso das Christentum keine Kraft und keine Power. Wie wir uns die Gedanken machen, ja, stimmt denn das alles in der Bibel? Aber ich muss die Bibel auseinander deconstruction und vielleicht ist es doch nicht so, wir beschäftigen uns mit Details, ohne die Hauptsache zur Hauptsache sein, weil die Hauptsache bleibt die Hauptsache und die Hauptsache wird sich nie ändern. Ich habe vor einer Woche, und ich möchte die Story erklären, dass du verstehst, was ich rede. Ich glaube, Gott macht keinen Zufall. Ich habe eine Predigt eingeladen, bin reingeflogen worden als der Main Speaker. Du hast es bewusst betont, ich bin der Main Speaker gewesen. Der Main Thing. Reingeflogen worden. Abgeholt und alles, der Main Speaker. Habe ich gesagt, der Main Speaker. Vor mir kommt ein Mann von Pakistan. Hat 10 Minuten Zeit zum Reden von Pakistan. Er fährt seinen Speech an. Unsere Kirche hat 1000 Frauen und Männer. Wir leben die Blinden gesehen, die Lahmen gehen, die Toten. Er hat Geschichten erzählt, denkt, mein Gott, Apostelgeschichte. Und er sagt, 5
Leute sind aus der Kirche als Märtyrer gestorben und sogar sein Onkel. Und dann sagt er wortwörtlich, praise the Lord für den Tod von meinen Brüdern. Und ich bin auch Legastheniker und denke, der hat den Satz falsch gebaut. In vollem Ernst. Und dann sagt er wieder, Jungs und Mädels, praise the Lord für das Blut von unseren Märtyrern. Weil ohne sie gibt es die Zeichen und Wunder nicht. Und nachher hat er, bevor ich, der Main Speaker, hat er ein Video gezeigt, was in Pakistan abgeht, wenn du gläubig bist. Und ich zeige euch das Video genau so, wie er gebracht hat. Das ist das Video. हमें नहीं पता किधर जाना था किधर नहीं जाना था घर सारा कुछ जला के रख दिया इधर 3 साल यहाँ पे महफूज नहीं हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमारे लिए कानून नाफज किया जाए हमें सोए हुए बाहर आवाज़ें आने शुरू हो गई लगाया हमने ताकि हमारे जाने महफूज रह सके। ये पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन था जब 16 अगस्त 2023 को फैसलाबाद जड़ावाला में बाइबल मुकद्दस और गिरजाघरों को जलाया गया। 26 गिरजाघरों में, जिनमें कैथोलिक चर्च, साल्वेशन आर्मी चर्च, पेंटिकॉस्टल जैसे चर्च, जिनको नजरे आतिश कर दिया गया। मसीहों को खौफजदा करके उनको घरों और इबादतगाहों से भगाने पर मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और शहर पेशावर भी इसकी लपेट में आ चुका है। Nach dem Video habe ich als der Main Speaker predigen. Ich habe mich noch nie so voll am Platz gefühlt. Von was immer ich auch preache, an Gott ist gut und Gott ist treu und glaub nur und heb durch, habe ich gefunden. Und es gibt eine Realität, liebe Frauen und Männer, Kirche von Smyrna und auch Pakistan und Indien sind Brüder von 23 Millionen Menschen, die das Sachen erleben, die krass sind. In unserer ICF Sunday Night Community haben wir eine wunderbare Person, die uns erzählt, wie sie aufgrund des Glaubens muss leiden muss. Ein Applaus, unser Taysir on the stage. Danke vielmals, Leo, für die Opportunität, um euch zu erzählen, wie kann Jesus wirken. Ich habe mich momentan mega zum Brüllen. Also, ich bin Taysir. Ich bin heute 20 geworden. Und ich habe mich letzte Woche taufen lassen, weil ich gesagt habe, Jesus ist mein Retter, ist der mir Leben gibt, ist der mir Freiheit und er hat einen Plan für mich. Ich habe Jesus 2 Jahre her kennengelernt. Vorher war ich eine muslimische Frau. Meine Eltern waren mega streng, meine Mutter Kopftuch und so weiter. Und dort habe ich keine Liebe gespürt, was Jesus gibt. Und ich war einfach in einem Musical, bin eingeladen worden, ich habe nicht gewusst, dass es von der Kirche war. Und dort kommt der Pfarrer raus nach dem Musical und sagt, wir müssen ja nicht schauen, jetzt, was von dem Vater haben. Egal, ob du keinen Kontakt mit deinem Vater und so, aber es gibt jemanden oben, der von dir schaut, von dir aufpasst. Und er liebt dich. Und nach diesen 2 Sätzen und nach seinem Bibelvers, voll mit Tränen und Emotionen, ist unglaublich. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Ich habe gefragt, wieso
mir ist noch nie so gegangen. Und viele sagen, da ist der Heilige Geist in dir, der in dir wirkt. Dann habe ich eine Bibel mitgenommen. Ich musste sie verstecken, weil ich Angst hatte. Weil ich weiss, wenn ich zu meinen Eltern höchstpersönlich sagen, ich liebe Jesus, ich habe mich für ihn entschieden, hätte ich kein Leben mehr gehabt. Weil bei uns ist es eine Todesstrafe, wenn du dich bekehrst. Deswegen, nach einem halben Jahr verstecken und so, habe ich einfach gegangen. Wir mussten ein neues Leben anfangen, neuen Job, neue Wohnung, neuen Haarschnitt, alles, weil ich mega Angst hatte vor der Verfolgung. Und sogar, sie haben mir überall gefolgt, egal wie, mit Fakes-Account und so weiter und so fort. Aber Jesus hat mir eine gewisse Stärke gegeben. Und sogar nach meiner Taufe, sie haben mir mit einem Fake-Account wieder geschrieben, wir sind sehr enttäuscht von dir. Aber trotzdem, ich weiss, er ist mein Schützer, mein Vater und alles. Und ich würde euch sagen, folgt Jesus weiter. Er ist unglaublich. Er kann so Sachen machen, die ihr nie denken könnt. Genau. Danke. Du bist ein Beispiel von Leuten, auch in der Schweiz, wenn du gläubig wirst, hat es einen Preis. Und ich habe eine ganz kurze Liste aufgeschrieben. Was kann es für uns bedeuten, Jesus nachzufolgen? Es kann sein, du wirst gemobbt, es kann sein, du hast Streit, es kann sein, dass Freunde sich von dir abwenden. Ich habe gesagt, eine Liste hinten dran. Es kann sein, dass du aber auch, genau das sehen, es kann sein, keine Cancel Culture. Was auch immer das ist, aber ich glaube, deine Story ist krass. Du hast gesagt, oft haben wir keine Ahnung, wir Christen, dass wir einen Gott von der Liebe. Und das hast du vielleicht schon 100-mal gehört, aber oft vergessen wir den Tag, wo du entschieden hast für Jesus. Das Gefühl, er hat mir meine Sünden vergeben. Wenn wir den Namen eintragen im Buch vom ewigen Leben, all diese Sachen, ist mehr wert als alles andere, was die Welt dir gibt. Der Teufel, der macht einen Fake. Der bietet etwas an, was nicht real ist. Und ich möchte sagen, Kiel in Smyrna und auch deine Story ist eine Story, die gesagt hat, wie kann ich mein Leben anders leben, als mit einem wunderbaren Schöpfer Gott. Lass uns nochmal, das hier einen Applaus. Vielen Dank. Thank you. Ich werde enden mit dem Bibeltext, don't worry. Offenbarung 2, Vers 11. Und das ist das Letzte, was Gott sagt. Wer Ohren hat, der höre. Hast du gewusst, dass jeder Sonship hört gleich auf? Wer Ohren hat, der höre. Gott sagt nicht zu mir, er sagt zu dir, mir lass zu, was ich dir möchte sagen. Wer durchhält und an dem Sieg erringt, der wird der zweite Tod, der ewige Tod, nichts mehr anhaben können. Gott sagt, es kann sein, dass ihr sterbt auf der Erde. Aber im Himmel werde ich euch durchwinken und ihr werdet immer bei mir sein.